Damit Ehre und Scherz oder Satz zu Minecraft. Und ja, wir sind am Spawn, lustigerweise. Wir sind am Spawn aus einem bestimmten Grund. Ich habe gesagt, ich mache zwischen der Folge jetzt mal ein bisschen Exploring, tu mal ein bisschen Karten aufdecken, weil ich natürlich nicht alles jetzt in der Folge mache. Dann habe ich mir gedacht, ich kann gleich mal diese Chance nutzen, dass wir wieder zum Spawn zurückkommen und uns mal anschauen können, was wir da so bastelt haben. Weil, ganz ehrlich, ich habe das teilweise schon gar nicht mehr gewusst, wie und was. Und es ist jetzt schon echt lang her, ne? Ich finde es halt auch ganz lustig, dass da anscheinend ich so jetzt da Kisten widerspiegeln. Ich weiß doch nicht, wo da die Sonne herkommt, aber ja, man muss nicht immer alles wissen. Lol, da kann man. Lol. Da kann man dann da durchschauen, das habe ich gar nicht gewusst. Also, das ist unser Starthaus. Wir haben hier noch ein bisschen Erden, noch ein bisschen Kabel, ein bisschen Sand. Da ist noch Eisen herin, da ist noch mehr ganze Kisten Eisen. Da ist ein bisschen Matz, dass man irgendwie was hat. Da sind auch noch ein paar Steinsachen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Da ist Kohle herin, da ist Kohle herin. Ich sehe gerade, es wird gerade finster, gell? Ist natürlich jetzt auch interessant. Also gut, dann können wir erstmal kurz pennen gehen. Boah, da haben wir schon lange nicht mehr gewesen. Da haben wir schon wirklich lange nicht mehr gewesen. Okay, und dann geht's da rüber ins zweite Gebäude. Und das ist so eine Art Kirchensaal oder weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich denke mal, ich darf einfach mal so Kirche sagen. Ganz nebenbei einfach. Ja, und dann, wenn man da rausgeht, geht man da auf unseren Vorhof, unseren kleinen. Ursprünglich war das mal ein bisschen anders geplant, so mal als Side-Faked. Ich wollte eigentlich da so Fenster hermachen. Und da so ein ganz kleines Einserfädel machen oder so. Aber das hat sich dann einfach anders entwickelt, als wie ich das wollte. Also habe ich es dann anders gemacht. Dann haben wir da einmal Kürbis, zweimal Melone. Da ist unser Akazie, die wir da hergebaut haben. Ich wollte ursprünglich da mal das Feuer her da. Aber es hat sich dann irgendwie da besser etabliert. Dann sagt man es auch ein bisschen weiter weg. Ja, ich hab da eigentlich viel vorgehabt, fällt mir wieder auf. Weil jetzt sage ich jetzt mal alle Leute, die das noch nicht gesehen haben und sie vielleicht noch nicht die ersten Folgen angeschaut haben. Da hat man da unten reingekommen, da waren noch kleine so Erdkeller für Essen und so. Da waren Melonen gelagert, Äpfel gelagert, Kartoffeln, Brote, Weizen oder dann Kürbisse. Ja, jetzt hatte ich aber nur ein Secret Game. Man sieht es auf der Karte. Man kann hier durchgehen. Ursprünglich war mir geplant, dass da ein Secret Door reinkommt. Aber die habe ich einfach nie gebaut. Wenn man hier hinter geht, sieht man da schon, oh, da ist ein riesiges Rad. Da geht eine Welle einer. Da ist so eine Art Getriebeblock. Oder was soll das sein soll. Ist natürlich längst vor uns da schon da gewesen. Und lol, wird's jetzt ernsthaft neblig? Ernsthaft? Ich war grob pennen. Ja, dieses Gebiet manchmal so fein, ne? Es kann so schön da sein. Aber nein, jetzt muss schiffen. Aber gut. Schauen wir uns das so. Man sieht hier, das ist ein riesiges Rad. Ich habe es versucht, so rund wie möglich zu bauen, sage ich jetzt mal. Ja, und da oben hat, lustigerweise, wenn wir da jetzt aufschwimmen, bitte, dann schließt sie erstmal wieder der Kreis. Dann sieht man nicht mal, wo man da hinkommt. Da hinten geht nämlich dieses Wasser vom Fadel da um und dann wird es da zur Betreibung des Wasserrads genutzt und für eventuell Strom oder was immer diese Generation an lebenden Menschen oder Lebewesen hier gemacht haben. Aber um das soll jetzt gar nicht gehen.
Wir protecten da jetzt erstmal unser schönen Spawn. Ich möchte eigentlich nicht, dass er kaputt geht. Claim. 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 Gut. Ist der mal unclaim. Oder mal unclaim. So viel breit auch gar nicht. So. Das können wir auch unclaim. So. So, jetzt mal so ein bisschen anpassen an die Insel oder den Claim. So, und dann gehen wir jetzt erstmal raus aus der Ansicht. Man sieht schon, oh, seit letztem Mal hat sich ganz schön was getan. Der ganze schwarze Pflege ist weg. Hier ist alles aufgedeckt, was aufgedeckt sein soll. Und wir haben einen wirklich großen Teil schon geschafft, da jetzt mal sagen. Wir müssen da eigentlich nur einer. Und da herum, das müssen wir machen. Aber ich darf erstmal da runter und auf dem Weg da aufhören, da die dies da machen und dann gehen wir von der Seite wieder und da sind wir wieder nach unten kommen. Weil da oben kommen, das ist echt eine Tortur. Und ich glaube, dass das da herum viel einfacher geht. Und ich hoffe auch, dass wir da drüben eine Wüste finden. Deswegen werden wir jetzt erstmal da ein bisschen kredenzen, was da so ist. Ich finde es echt doof, dass das jetzt nicht so schön ist. Ist eigentlich schöner, wenn es sonnig ist. Ja, auf der Rückseite waren natürlich nur Kartoffeln abpflanzt, falls mal Fremde aufwachen in diesen Höhlen oder was auch immer sonst so da war. Ja, dann kann man da runtergehen. Und hier unten steht auch zufällig unser Boot, das wir jetzt wieder einpacken. Und dann müssen wir wieder ein Stick-Ding nehmen. Ja, hier unten kann man richtig schön weitergehen. Da könnte man da um. Da muss man nur ein bisschen selber hupfen und nicht einfach bloß gehen. Hier ist meine Mine runtergekommen. Ist aber erst relativ spät etabliert worden. Und hier ist der Weg nach oben zu sämtlichen Sachen. Da hat man vielleicht gesehen, da ist so ein Pseudotentakel, wo ein Licht drauf hängt. Das soll da einen Weg weisen. Hier oben ist noch ein bisschen Zeug herin, da ist noch ein bisschen Kupfer, da noch Eier, Äpfel und da so Zäune Sachen. Ja, und hier, falls man es nicht gesehen hat, hier ist ein Wasserfall oben. Der war relativ groß ausartet. Der war dann bis da oben geht. Ist eigentlich auch ganz witzig. Wie gesagt, das schaut besser aus, wenn Tag ist. Der Weg ist nie fertig gemacht worden. Beziehungsweise ich habe ihn nie gebaut. Ich habe mich eher auf diese Seite hier konzentriert. Weil hier drüben waren nämlich unsere Felder, wo alles Mögliche im Übermaß umgebaut war. Melonen, da haben Kürbisse, da ein riesiges Weizenfeld. Und wenn man hier oben, da hat man ja noch, man kann auch mal darüber gehen können. Das schauen wir uns aber gleich an. Und man kann hier gehen, kommt man natürlich zu die ganzen rein. Und hier hinten ist eine Türe. Wenn man hier reingeht, das ist schon nur ein viel krasser Erdkeller. Da ist nur mehr Sachen gelagert. Von Samen bis Holz war hier drin. Da ist nur mehr ein Stack Holz. Da 3 Stacks Eichenholz. 4 Stacks Setzlinge. Werkbank. Also besser kann man sich fast nicht wünschen. Jetzt müssen wir bloß mal ganz kurz da auch noch ein bisschen ein Protecting machen. Claim. Claim.
So. Also. Ich will jetzt erstmal bloß eigentlich protecten, wo ich schon was gebaut habe. Weil ich möchte einfach bloß nicht, dass da dann irgendwie falls jemand darauf kommt, einfach das ganze Ding da verunstaltet. War sehr viel Arbeit. Und das muss auch nicht unbedingt sein. So. Und dann haben wir nur diesen Weg hier. Und dieser Weg, der führt erstmal da hinter. Und natürlich ist hauptsächlich der Weg dafür da, dass man zu den ganzen Feldern herkommt. Und dann ist hier ein Zaun, dass man da nicht runterfällt. Aber man kann natürlich auch da rauf gehen. Der Weg ist inzwischen ein bisschen verwuchert. Aber man kommt hier immer noch rauf. Und dann kann man da auf diesen Tentakelberg, man kann sich das Ganze da anschauen, das gestartet hat, bis zum Weg, wo da hinten dann weitergeht. Ja, ich finde es immer noch schade, dass man keine Erdtreppe bauen kann. Oder so Schräge oder so. Das könnte man mit Mods wahrscheinlich, aber so keinen Bock nicht. So, und jetzt gehen wir mal da weiter, wo wir eigentlich dann das letzte Mal, wo wir hier waren gegangen haben, da wo dann unsere Reise begonnen hat in unser jetziges Gebiet. Weil ich habe mir damals gesagt, wo wir hier angefangen haben, ich möchte zwar nicht hier für immer bleiben auf dem Startgebiet, weil ich habe es einfach auch blöd gefunden, weil bei uns ist, wenn man mal genau hinschaut, wieso rede ich eigentlich so komisch, wenn man mal genau hinschaut, dann sagt man hier, oh, da ist eine Schlucht, da ist eine Schlucht. Das ist zwar an sich cool, aber auf der kompletten Unterseite von uns ist, es ist auf knapp 80% von unserer Seiten ist nur Wasser. Wir kommen nur auf Land, wenn wir da rüber kommen. Und jetzt musst du mal vorstellen, da wo wir sind, hier, da ist schon viel Land. Und ich hätte es auch viel lieber noch gesehen, wenn hier nicht Eis war, sondern wenn hier so das Biom so rübergegangen war und das Eisbiom eher da so angefangen hätte. Aber ich finde diese Generation von diesen Map-Generatoren so komisch manchmal. Es ist, ich weiß nicht. Die zwingen manchmal sowas ein. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das so ist. Aber was willst du machen? Da ist unser schönes Villager-Dorf. Das ist unser erster Lava-Pot, wo wir gerade haben. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir jetzt? Da haben wir. Ja, natürlich da noch viele Tiere. Wir haben noch nie einen Tierstall gebaut oder so, weil wir es einfach nicht braucht haben. Aber jetzt fangen wir mal unseren Weg von früher bis hierher. Zwischen die Wälder, wo nicht sehr dicht bewachsen sind, aber bewachsen sind. Kommen wir zu einer Brücke, die wir mit eigenen Händen gebaut haben. Sehr weit, also eigentlich sehr große Brücke schon fast. Für Verhältnisse. Ja, und dann ist es da so weitergegangen. Einfach weil wir es kennen. So, jetzt mache ich mit ein bisschen Background lauter. So. Da ist sogar noch ein Bett. Da war unser erstes Reisebett, fällt mir jetzt gerade auf. Jetzt habe ich einfach vergessen, wo wir da waren. Muss ich mir vorstellen. Das habe ich hier einfach vergessen. Das. Bitte mal kurz so. Claim. Claim. Und claim. Genau. So. Ja, eigentlich hätte ich das auch noch gern umbauen irgendwann. Dass man dann irgendwann sagt, jo, das da, das möchte ich auch noch als claim. Aber hey. So, dann schauen wir mal. Dann werden wir jetzt mal auf unser Boot aufsitzen. Und es dauert noch ganz schönes Weilchen, bis wir mir da weiterkommen. Jetzt werden wir mal in Richtung Gletscher, das passt sogar ganz gut. Man hat schon gesehen, ich habe da Glowberry Heaven. Ich habe ein
Ich glaube, das ist gar nicht. Ich hab gemeint, diese Glowberries sind ultra selten. Ich habe einfach einen Cave gefunden. Da hängen, glaube ich, 300 von denen dran. Und dann habe ich mir so gedacht, so, sind die nicht selten? Aber wir werden irgendwann da noch hinkommen und dann zeige ich das. Weil das ist schon wert, dass wir da hinreisen. Also ganz ehrlich. Das ist richtig. Es schmeckt so richtig. Aber ich sage jetzt mal, ich darf jetzt mal da oben reisen. Dann schauen wir uns das miteinander noch schnell an, was da ist. Dann reise ich da auf. Und also, ich reise jetzt erstmal over, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, man merkt jetzt schon, wir sind mal wieder fast da. Wir müssen da bloß da mal einer fahren und dann da einfach so durch. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Obwohl man eigentlich kann man da einfach durchlaufen, ne? Kann man auch mal. Das macht man. Aber müssen wir trotzdem erst mit da reinfahren. Wir hätten unnötig da drin rumlaufen. Nur weil wir denken so, oh, das ist kürzer. Weil wirklich viel kürzer ist dann auch nicht im Endeffekt. Weiß nicht, vielleicht gehe ich auch nur meine Arme komplett dann außen rum. Dass wir einfach schöne Kanten haben. Kannte natürlich auch machen. Boot. Bleibst du bitte hier. So. In diese Richtung müssen wir. Geh mir aus dem Weg. Aus dem Weg. Nee. 20 Schiene da in dem Wald. Wenn es ein Creeper ums Eck steht, sechs nämlich nicht. Aber er sagt die halt auch nicht. Er sagt die erst, wenn es spät ist. Ganz gut für uns. Weiß nicht? Vielleicht. So, jetzt müssen wir da rüber. Ich glaube, manchmal macht man so, die Karten ist so übertrieben viel größer aus wie die andere. Aber meistens ist gar nicht so ein Unterschied, wie man meint. Ich hätte bloß gern die Minimap nur weiter rausgezoomt inzwischen. Dass ich auf 0,5 bin oder so, dass ich wirklich sehe, wo ich hin muss. Dies war ganz geil. Aber das geht leider. Ich kann leider nur auf 1. Deswegen ist das immer ein bisschen blöd. Ja, genau, zum Sand muss ich. Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal da so durch. Dann macht man uns eine gute Zeit mit den Seppien. Ja, Mobfarm hätte ich gerne auch noch bauen. Ich hätte gerne eine Mobfarm, die wo Sachen trennt. Sprich, dass man sagt, man hat da nur Creeper. Oder nur Creeper-Farm war natürlich auch mega. Das muss ich mir mal anschauen, wie das funktioniert. Oder ob man das einfach forcen kann, dass man das aus einer so rauskriegt. Natürlich auch interessant. Ich weiß, manche Mobs gingen auf, ich glaube, auf Golems oder so. Aber ich weiß ja nicht genau wie und was. Demher. Es ist immer so ein bisschen schwierig alles zum Wissen. Man muss sich nach und nach aneignen, weil irgendwann, das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ich kann so Wissen über Spiele und so. Keine Ahnung, die speichere ich einfach ab, ohne dass ich es wirklich mir merke oder so. Das ist einfach so fast schon Muskelgedächtnis fürs Hirn oder so. So, ja, das war da und da. Ich weiß eigentlich schon ziemlich genau immer, wo ich bin und wo ich hin muss.
Außer ich bin jetzt irgendwo, wo ich noch nie war, bei Spanien oder so. Aber im Prinzip weiß ich immer, wo ich eigentlich bin. Oder es ist komplett unübersichtlich alles. Ist dann auch nochmal was anderes. Aber ich glaube, da geht es eigentlich wahrscheinlich nicht anders. Aber deswegen bin ich immer froh. Man sagt einfach 2 Menschen. Muss man erstmal schaffen. No way. Du möchtest mich veräppeln. Ich bin da nicht. Lol. Ich bin nicht ernsthaft eine Wüstenrundung gefahren. Ich bin echt so ein Honk. Ich sehe es jetzt gerade. Da ist ein Mesa-Biom. Und da ist einfach die übelste Wüsten. Ich hab da ewig zurückgesagt. Ich so, wo ist denn da Wüsten? No way. Okay, dann müssen wir auch mal da rüber. Das gibt's ja nicht. Lol. Okay. Wir haben da wirklich ums Eck eigentlich eine Wüsten. Und ich port mir jetzt mal nach Timbuktu hin. Okay. Ja, da würde ich mal sagen, der nächste Point ist, dann irgendwie Bedrock wegzumachen. Dass man, also Bedrock in Nether, dass man den Bedrock dann nutzen können, dass wir irgendwo anders hinkommen. So, das erste Eck ist komplett free. Und ich habe gerade meine Meinung geändert. Wir werden mal nicht da aufgehen. Wir werden dann da rüber, also wir werden gehen da so. Und ich möchte da das jetzt anschauen. Das nach Osten. Na, nach Westen müssen wir. Westen, da ist Westen. Okay. Dann setzen wir uns jetzt wieder ins Boot rein. Drive mal auf die andere Seite. Ah, ich glaube, ich werde mir echt irgendwie eine größere Boote-Mod rein, wo man schnell unterwegs ist. Ich hoffe, dass das gibt. Ich habe es nämlich schon irgendwo mal gesehen, so Small Boats. Ich glaube, das war Dytek 1 hat es das gegeben, da wo ich es mal getestet habe, von den Mods her. Wie und was. Oh ja, da habe ich auch schon ziemlich Bock auf das nächste. Also, ich weiß, es ist schwierig zum Sagen immer vom Ding her, aber es hat schon Bock gemacht. Auch wenn ich es jetzt nicht durch habe oder nicht durchgespielt habe, aber ich bin halt auch eher so der Bauer aus wie. Oder ich bin eher so der Bautyp aus wie der so, oh, ich muss ultra mega Ding bauen. Das war dann manchmal schon ein bisschen zu viel Aufwand immer bei Minecraft. Jetzt bin ich dann eher wieder bei Factorio. Bei Factorio denke ich mir so, geil, Alter. Riesige Fabriken, Alter. Und da geht es halt dann nur um das. Da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich baue jetzt erstmal ein Riesenhaus hier oder so. Aber das kann ich bei Minecraft schon. Bei Minecraft kann ich einen ganzen Berg abbauen, wenn ich mag. Das ist halt das. Aber ja. So, einmal hier absteigen. Ah. Dann gehen wir einmal hier an diesem Berg vorbei, damit wir da umkommen. Und wenn wir da drüben dann haben, wenn wir dann drüben haben, dann können wir wieder mit dem Boot fahren. Ich finde das immer nur so dumm. Also wenn ich da jetzt ernsthaft an der Wüste vorbeigefahren bin und ich habe es nicht realisiert. Alter, wie dumm ist denn das? Wie dumm ist denn das? Apropos, ich weiß jetzt auch, wie man Moosblöcke kriegt. Ohne dass man es irgendwie craftet oder so, sondern man muss einfach bloß ein Ding finden. Eine Glowberry-Höhle. Da ist das en masse. Ich weiß zwar nicht genau, wie man das so findet, wenn man das nicht hat, aber ich habe in Bezug auf das sehr witzig gefunden.
Di, 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 di. So, und es geht wieder los. Schön. Jetzt sind wir wieder in einem sehr nahen Gewässer. Und jetzt schauen wir uns jetzt, wir müssen uns jetzt anschauen. Also wenn ich so doof bin und ich bin dann am Mesa Wüstenbiom mehr oder weniger vorbeigefahren. Ey, wie blöd bin die bitte? Das ist doch, Alter. Das ist dann schon ein bisschen dumm, oder? Das ist doch richtig dumm dann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann singen wir es schon. Jetzt muss doch langsam mal was kommen. Wie schaut's aus? Wir haben jetzt erst... Oh, Jesus. Weiß ich nicht, warum gibt es eigentlich in Minecraft nicht schnellere Boote oder irgendwie so? Oder ein Boot mit einem Ofen drauf oder so, der wo einen Motor hat. So wie beim Minecart. Ich kann ja nicht schlafen so. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Water-Update ist schon mega geil gewesen. Wenn man wieder diese ganzen leuchtenden Korallen sieht und so. Ist schon gut, ne? Ist schon richtig gut. Gehen wir jetzt da irgendwann mal an, oder? Tatsache. Das ist was wirklich... Das ist wirklich ein Ding wie um. Das glaubst du ja nicht. Komm ich weg Korallen an. Aber ich finde es einfach witzig, wie wir wirklich an einem Wüstenbiom, also wirklich an einem Wüsten vorbeigefahren haben. So an Kakteen, da ist alles da, was wir wollten. Und wir fahren einfach eiskalt vorbei. Ohne nur da mal hin zum gefahren zu sein. Das ist echt traurig. Das ist ja richtig traurig. Alter, das ist so traurig. Wie krass kann man denn bitte an einem Wüstenbiom vorbeifahren? Jetzt stell dir mal vor, das war nicht alles überschwemmt. Da war ja ein riesen Wüstenberg an oder zu. Alter. Oh mein Gott, das ist ja so dumm. Wie habe ich denn das bitte aufgestellt? LOL. Ja, das ist halt ein mieser Wüstenbiom. Ach du Kacke, Alter. Ach du KG. Das ist ja fast so groß wie das. Aber man muss sagen, vom Weg her bleibt sie das eigentlich gleich. Und wir waren ja da schon, bevor wir bei dem anderen waren. Weil ich wollte ja eigentlich näher oder in der Nähe uns finden. Und wir haben einfach nirgends uns gefunden. Wir haben uns einfach gedacht, so ja, da ist keins. Und dann haben wir wieder zurück nach Haus und dann haben wir in die andere Richtung. Dann sind wir vom Spawn aus in die andere Richtung, haben bei uns im Spawn den See umkreist. Und da haben wir relativ schnell dann was gefunden. Deswegen war das irgendwie ein bisschen witzlos, ne?
Aber witzig. Da schön bei den Canyons. Ding, ding. Ich finde es aber immer nur schon, dass noch 2 oder 3 Blöcken Sand einfach inzwischen Sandstein kommt. Das war früher schon einiges chilliger. Es war schon wirklich um einiges chilliger. Aber es ist ja irgendwie am mies, ne? Wenn man mal so sagt. Wenn man wirklich genau da so eine Wüste und um genau die haben wir runtergefunden, haben wir es nicht gefunden. Ist doch schon ein bisschen traurig, oder nicht? Ey, schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das auch so schon mal so gegangen ist. Aber ganz ehrlich, ey, ich glaube, das selten, dass ich sowas geschafft habe. Witzig. Dann machen wir mal dieses schwarze Eck, was da jetzt noch war, aus. Die ist da. Dafür müssen wir weiter. So. Ja, ich fahre jetzt da mal dieses Wüstenbiom nochmal ab. Und schau, dass da alles ist. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Also, habe Deri.